Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal Richtung Saarland, Minetal natürlich, und gucken mal, was es da vor uns gibt. Das ist ja ein ziemlich idyllischer Pass, wie ich finde. Also, der Weg in Richtung Minetal ist schon richtig cool gemacht, finde ich. Und der sieht auch sehr idyllisch aus im Vergleich dazu, was ihm halt im Minetal erwartet. Ich meine, wir haben ja extra, oder ich habe ja extra vorher Gothic Ends gespielt, damit ihr wisst, wie es so aussieht. Wir wissen jetzt, was uns im Minetal erwarten wird. Aber das Minetal sieht ein bisschen anders aus, als man so in Erinnerung haben in Gothic Ends. Grundsätzlich stehen die Sachen zwar noch, aber es sieht schon ein bisschen anders und ein bisschen olverer aus. So viel kann ich mir gleich versprechen. Ich meine, die Armeen des Bösen mit Orks und Drache und Handlanger-Kreaturen sind hier aufgetaucht. Man kann sich schon vorstellen, dass es jetzt eher noch Kriegszustand dort aussieht. Aber nichtsdestotrotz, das Minetal war und ist schon immer eine ziemlich raue Gegend. Und das sehen wir auch gleich schon direkt, wenn wir dort sind. Ich denke, das Minetal war auch schon vorher eine extrem raue Gegend, bevor beschlossen wurde, dass man hier so großartig viele Mine erschließt, um ein König sein Erz zu geben, bevor jeder vor 20 Jahren sozusagen, der Verbrechen begangen hat, zum Minendienst gezwungen wurde. Das ist ja in etwa 20 Jahre her, seitdem das so war. Und ja, probieren wir uns jetzt mal mit Lurker anzulegen. Ja, viel ziehen sie schon ab, die Knabe. Viel ziehen sie nicht mehr so viel. Sie ziehen nicht mehr so viel ab wie gedacht, die Knabe. So. Autsch. Also ich kann mal ein paar Schläge von den Biester einstecken, ohne dass ich gleich verreckt deswegen. Aber Lurker sind nach wie vor Kreaturen, die man ernst nehmen sollte. Zumal ich die Biester noch nicht ausschlachten kann. Das ist schon auch ein Problem. So, so viel Nahrungsmittel sollte ich vielleicht nicht verschwenden. Weil die können wir wahrscheinlich im Minetal gut gebrauchen. Ich glaube, da ist noch eine Quest dabei, dass ich irgendwelche Leute Nahrungsmittel geben soll. Von daher lieber mal eine Runde Salat essen. Mal lieber ein bisschen vegetarisch die Runde. Oh oh, das sind schon 2 Lurker auf mich aufmerksam geworden. Das sollte nicht so sein. So, also auch der Weg zum Minetal ist hier mit schönen Erfahrungspunkten gepflastert. In Form von Lurker. So. Ich meine, die ganze Bande bringt 360 Erfahrungspunkte. Das sind auf jeden Fall Erfahrungspunkte, die wir so mitnehmen sollten. Mir stört nur, dass das Vieh mich bei jedem Schlag trifft. Das ist etwas lästig. So, Knusper, Knusper mit Salat. Und noch so ein kleiner hinterher. Gut, dann der letzte Lurker. Kommen wir jetzt direkt ran an den Mann. So. Deshalb muss ich ja keine Angst haben, in was für Richtung ich den prügel. Weil hier sind eh keine andere Lurker mehr. So. Da kann das Ganze auch sauber gemacht werden. Ja, ich klicke jedes Mal im Reflex drauf, würde ich sagen. Ah, da hinten sind noch welche. Okay. Aber da ist auch ein Grab, an das ich dran mag. Da ist nämlich was draufgelegt auf das Grab. So, da komm mal her, du Sau. Ich glaube, Helme kann ich in Gothic 2 noch nicht finden. Das ist, glaube ich, was Gothic 3 typisches mit Schilde und mit Helme. Das gibt's erst im 3. Teil. Den ich aber nicht spielen werde. Das habe ich ja schon mal in Gothic Ends angekündigt. Für mich ist die Gothic-Reihe Gothic 1 und 2. Ab 3 wurde es ziemlich ranzig, weil Joe Wood halt einfach kein Patch rausgebracht hat. Das Spiel war total verbuggt und die haben das als Alpha-Version so rausgebracht. Nicht mal als Alpha-Version, als vollständige Version haben sie das Ding einfach so rausgebracht. Und haben da noch nicht mal gepatcht, damit das Spiel überhaupt laufen konnte. Das musste ja damals die Community machen. Und das finde ich halt abartig ranzig, dass sogar die Community sich darum kümmern musste, dass dann ihr dappisches Spiel lief. Und dann war storytechnisch dazu auch noch ziemlich, naja, murksig. Gothic Ends und 2 hat einfach eine zeitlose, geile Story. Das kann man als Fantasy-Rollenspiel immer wieder spielen.
während Gothic 3 von der Story her arg ausgelutscht war. So, die Tränke holen wir uns. Ein Mana-Trank und ein Gesundheitstrank. Ja, wie gesagt, deswegen, das wäre ich nicht Unterstützer und das wäre ich nicht Spieler. Dafür ist mir meine Zeit zu schade, die ich für Let's Plays aufbringe, und dafür ist mir euer Zeit zu schade, die ihr euch das anguckt. Da bin ich ganz ehrlich. Da muss man auch, finde ich, konsequent sein bei solchen Sachen. Komm schon. Ah, Mann. So. Komm schon. Komm schon her, du Babsack. Ah, das geht ja alles mal schnell, wenn ich mal wirklich einen Crit landen kann. So, dann waren da noch Blutfliege, habe ich gehört und gesehen. Ja, die können ruhig im 2er-Pack kommen. Die sind mir egal. Komm her, du Sau. Ah, die geht sogar mit einem One-Hit-Crit. Hey, Stechen verboten. Hier stech nur ich. Stachel haben wir noch und hier noch Gedöns. Alle hopp. Ja, ich sollte mal in nächster Zeit mal wieder mehr Heilkraut oder so sammeln. Ja, du aber babbeln noch irgendwelche Leute. Das sind, glaube ich, die Leute von dem Bauernhof. Das ist der Bauernhof, der am nähersten am Minental dran ist. Aber noch in der Reichweite von Ona. Ja, da komm her, du Saufi. Ich prügel dich ins Minental rein, du Mistkerl. Ich prügel dich den ganzen Weg ins Saarland rein. So. So. Das war's dann mit dir. Da ist nichts zu holen. Okay. Gut, das ist nur ein Stähl, das ist nur ein Feuernessel. Schade, kein Heilkraut. Mann, was liegen denn hier für dicke Nebelschwade rum? Hier sind doch keine Untote. Normalerweise finden wir so Nebelschwade wirklich nur in Richtung Friedhöfe und so. Huch, da rennt noch einer rum. Bauer. Servus Ackermann. Und das ist der Ackermann Spengar. Alles klar. Der Bangard. Gut, wissen wir Bescheid, der Ackermanns Bangard. Ich weiß aber auch noch, dass hier irgendwo noch eine Drachenwurzel steckt. Müsste irgendwo noch an einem Stamm kleben. Jetzt nicht hier over, aber auf dem Weg hier. Ihr erinnert euch an die Feldräuberhöhle von Onas Hof. Da habe ich immer gesagt, da geht's auch noch lang. Aber da müssen wir derzeit nicht hin, weil da geht's Richtung Minetal. Das ist eben jener Durchlass, der uns dort hinführt. Da geht's dann über Treppe hoch. Ne, das war nicht hier. Huch, Degen eines der Banditen. Was hat denn der da zu suchen? Naja, ich nehme mal mit. So. Heieiei, immer dieser Kloß im Hals. Genau, hier müsste das gewesen sein. Da geht's dann Richtung Felder von Onas Hof wieder. So, komm her, du Barbark. Euch nehme ich auch im 2er-Pack mit, ihr Mistviecher. So. Ah, die schnabbeln aber ganz schön zu hier, die Viecher. Mistvieh. Die haben ganz schön brutale Schnäbel, die Biester. So. Dann pfeffer ich mir aber erst noch mal ein paar Pilze rein. Wie sich das kehrt. Irgendwo im Wald, in der Nähe von Arkils Hof, gibt es, glaube ich, noch so Kräuterhexe. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die ist. Und ich finde, dafür sollte ich auch auf höherem Level sein, wenn ich einfach so durch den Wald renne. Die braucht dann das Sonnenaloe, was wir beim Schwarze Troll uns genommen haben. Sicht, da ist ja die Drachenwurzel, habe ich doch gewusst. Da hinten sind noch ein paar, jetzt bist du dran. Und vielleicht sollte ich die auch noch attackieren. So, schauen wir doch mal. Jetzt bist du dran. Und? Sagen Sie es? Jetzt bist du dran. Natürlich. Jetzt bist du dran. Ich finde das so witzig, jedes Mal immer. Jetzt bist du dran. Na, dann komm mal her, du Dranseier. Du Saarländer. So. Okay. Das sind auch wieder so Fernando-Banditen, glaube ich. Wieder so Wurstekönige, die der Idiot beliefert hat. Autsch. So. Aber das Mal habe ich mal schicki Ring des Wassers Rüstung und ich habe 5%, ja, sogar 10% insgesamt mehr Crits. So, einer von den Knetköpfen habe ich mal erledigt. Oh, jetzt kommen sie aber im Dreierpack. Da sind sie mal ein bisschen zu stark dann.
Jetzt bist du dran. Ich finde es aber so blöd, dass das immer so der Standardkommentar von der Bandite ist. Bleib stehen, du Lump! Niemals! Na, vielleicht Anna? Ah, jetzt kommt wieder die ganze Schimmlermeute angekackt. Ihr kotzt mich an. Ihr kotzt mich an, ihr Freaks. Ich kann's gar nicht anders sagen. Jeremias Zuckerhut. Dann komm halt her, du Dappschädel. Solange der andere da hinten noch in der Bredouille steckt, kann ich den Scheißtyp auch noch hier die ganze Treppe runterprügeln. Solange der nicht mit dem Bogen schießt, ist alles in Ordnung. So, aber ihr seht ja schon, ihr liebe Leid, es bringt schon was, dass ich hier die ganze Zeit gelevelt habe. Mittlerweile mache ich die Typen doch ziemlich gut platt. Im Dreierpack sind sie natürlich etwas zu hart für mich, aber so einzeln kriege ich jeden von den Mistkerlen noch niedergeknüppelt. So. Nichts zu holen. So, das hat ja schon was gebraucht, finde ich. Ist hier noch irgendwo ein Degen? Ja, dankeschön. Bogen. Dietriche nehme ich auf jeden Fall liebend gern. So viel kann ich mal sagen. Und hier auch habe ich noch einen ins Nirvana geprügelt. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hoppla, jetzt ist nochmal das Kabel von meinem Mikrofon über die Tastatur geschraubt. So, na gucken wir mal, was die Typen hin hier in ihrem, jetzt bist du dran, Deluxe-Lager. Degen. Die Scavenger scheinen sie wohl irgendwie als so eine Art Verteidigungsbasis zu nutzen, man weiß es nicht. Ich meine, Scavenger sind ja generell relativ aggressiv und daher den ich die eigentlich lieber abmurkse, bevor ich hier mein Lager errichte. Naja, egal. So, Blauflieder. Heilsalat, das ist immer gut. Von dem habe ich ja schon wieder kräftig reingeknuspert, von daher wird es Zeit, dass ich mal wieder welchen krieg. So, ich fresse ja mehr, als dass ich finde. Huch, Elfridge. Hui, du bist du abgeblieben, mein Lieber. Wagfell, Wolfsfell. Das habe ich nie mehr auf dem Schirm gehabt. Das war jetzt echt eine Überraschung, dass der Typ hier war. Na gut, na gut. Dann machen wir erstmal nochmal hier eine Speicherung. Man weiß ja nie, wie die reagieren, dass ich dann nochmal alles neu machen muss. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Na, alla. Okay, ein bisschen Gold haben wir hier, ein bisschen Wacholder, Pech und irgend so ein Krautstampfer. Mist. So. Links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. Und drin sind 38 Gold. Nehmen wir alles liebend gern. Okay, Elfridge, du wirst vermisst in der Stadt. Du solltest mal lieber losgehen, mein lieber Dem Himmel sei Freund. Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Genau, das ist gerade so kracht. Wer bist du? Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Elfridge. Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Tja, Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? machen wir erstmal das hier. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Okay, dann das hier. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Nett. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korines. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie Okay. haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Okay. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Gut. Hier nochmal. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten?
Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinis entfernt. Ja, das kennen wir ja Wenn schon. du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts Ja. die Küste entlang fahren. Doch irgendwas nochmal gesagt hier. Bei Wo sind die vermissten Leute? Aber das Erste wissen wir kleine alles schon. Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Jo, Allah. Dann hier nochmal. Piraten in Korinis? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinis. Ja, deswegen ist Sie es auch haben klar, was Angst ich im vor den Hintergrund zu Galgen. halte. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Eben, natürlich hält man sich zurück, weil man sonst kränkt wird, wenn man ein gesuchter Verbrecher ist. Naja, egal. Dann hier. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Hier ist die Quest erweitert worden. Ich will nicht glauben. Okay. Er hofft trotz ihrem eindeutigen Abschiedsbrief immer noch auf ihre Rückkehr. Allerhaupt. So, dann guck das mal an, du Knetkopf. Nein, das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Um mal Stephen King zu zitieren, ein Arschloch ist eine Person, die nicht glaubt, was sie sieht. Also in dem Fall haben wir hier ein Arschloch vor uns sitzen. Der bleibt jetzt anscheinend auch hier sitzen, aus Trotz und schmollt hier rum. Na, soll er doch. Ich habe ihn befreit. Mehr muss ich hier nicht machen. Allerhopp. Ich habe echt gedacht, ich hole mir jetzt einfach nur hier die Drachenwurzel und dann, da hier noch ein paar Bandite waren, habe ich mir gedacht, jo, mach ich die auch noch mit. Aber, dass hier unseren Elvery Boy rumhängt, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das hatte ich so nie mehr auf dem Schirm. Ich wusste echt nicht mehr, wo der Typ war. Ich war der felsenfesten Überzeugung, der wäre in einer von den Türme drin, von den Wachtürme in Korinis, aber das ist ja der Joe, für den wir extra Quest haben. So. Da liegt noch ein Degen der Banditen rum. Die scheinen wohl hier richtige Spur zu streuen. Und da haben wir noch einen Innos-Schrein. Da könnten wir eventuell noch eine Runde beten. Mal gucken, ob uns das was bringt. So, aber vorher die Bogarks fertig machen. Ja, du Mistvieh. Genau dich meine ich. Euch pick ich mal lieber einzeln raus, sonst pickt ihr mich zu Brei. So. Weil wenn so ein Scavenger die ganze Zeit zupickt, das kann schon ordentlich wehtun, habe ich ja jetzt gemerkt. So. Komm her, du Sausack. Dir, ja, Gewicht, dir mache ich die... Oh, okay. Muss ich erst gar nicht. Dir muss ich gar nicht die Federn ausschlagen. Naja, egal. Okay, dann wird jetzt hier nochmal eine Runde gespeichert. Okay. So. Stärke +1. Danke, Innos. Kann ich gut gebrauchen. So, da haben wir einen Lurker und hier noch so ein Saufi. Von einem Keiler. Gott, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht nies. Das versaut mir immer richtig die Aufnahme, wenn man da rumniest. So. Und. Ey. Ey. Okay. Ui. Ich glaube aber, da kriege ich von Garn noch eine Quest. Halt mal der Gaul an. Garn, der zum Ring des Wassers gehört, der müsste hier irgendwo auch rumhängen. Und von dem kriege ich dann noch so schön die Quest, dass da hier so ein Snapper oder irgendwas ist, was er erlegt haben will. Und dann bringt er mir bei, wie ich Viecher ausschlachten kann. Muss ich gerade mal gucken, habe ich derzeit Lernpunkte? Nö, ich bin noch nicht kurz davor, Level zu kriegen. Aber Mr. Garn müsste hier irgendwo rumstehen. Ich glaube dann direkt vorne beim Minetal, beim Pass. Zur Gefängniskolonie, genau. So, da sind aber noch jede Menge Viecher. Ah, das ist immer dieses Töten oder nicht töten. Ups. Oh, 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 oh. Irgendwie habe ich zu viel Viecher auf mich aufmerksam gemacht, glaube ich. So. Oh, oh. Jetzt aber fix. So. Na, guck mal her, du Sausack. Dich kann ich jetzt auch noch platt machen. Du Lurker. Riesenlurch. Komm her.
Komm daher. Da hat ihr die ganze Zeit auf der Brücke anscheinend gelauert. Deswegen heißen sie ja auch Lurker, die Lauerer. Und dann kann ich auch noch ausschlachten. Jetzt wird es aber Zeit für einen Trank, bevor ich mir hier den Wolf fresse an irgendwelcher Nahrung. Aber das ist doch so. Ich mache es so platt. Na, so kann's gehen. Das war jetzt mal ein richtig schöner Überraschungsangriff. Dann noch den Lurker. Ja, der wird nicht überrascht, sehe ich jetzt schon. Komm schon her. Au. Nicht so doll. Gut. Das lief hier alles soweit gut. Hier noch die Heilpflanze mitnehmen. War da hinten noch der oder was? Ich habe gedacht, da hätte ich noch eine Tür in der Felsen gesehen. Aber anscheinend nicht. Na gut. Gut. Ja, ganz zum Minetal kommen wir vielleicht nicht, aber ich habe ja wieder so einen Umweg bei der Bandite gemacht. Ach ja, ihr liebe Leid. Tut mir ja alles leid, wenn ich da wieder 1000 andere Sachen nebenher mache, aber es muss doch einfach sein. Das ist doch so. Ja, wo ist dann Garn? Verdammt nochmal. Ich habe jetzt hier fest mit Garn gerechnet. Na. Okay, dann broten wir erst einmal unser schickes, sehnedurchzogenes Ekelfleisch. Von all den widerlichen Viecher, die wir sonst so ausnehmen und als Fleischvorrat missbrauchen. Na, ich habe doch eigentlich echt gehofft, dass Garn hier sei. Möglicherweise ist es wegen dem Ring des Wassers Gedöns noch, dass der Kerl jetzt nicht in die Pusche kommt, weil er da von der Taverne nachher wackeln muss. Aber normalerweise steht der Typ da rum. Warte mal, wo ist nochmal Fleisch? Mal gebrotenes. 54 habe ich. Ich glaube, da brauche ich auch jede Menge. Von daher lassen wir das erstmal 8 sein. Knuspern uns hier nochmal 2 Salatblättler rein. Nee, normalerweise steht der Kerl hier rum und dann schwätzt er uns was vor von wegen, ja, er sei Jäger und so. Naja. Okay, dann holen wir halt noch den Lurker. Da steht nämlich auf ein paar Pflänzler, die ich gern hätte. Ach komm, scheiß drauf. Komm, trau dich. Komm ran an den Mann, ich kann's vertragen. Und derzeit zielen die nämlich nicht mehr so viel ab. So, perfekt. Nichts zu plündern. Das wollte ich haben. Genauso wie das. Das kann ich jetzt wahrscheinlich genau dafür gebrauchen. Und da hinten war noch Grünzeugs, an das ich dran wollte. So. Gott, sind die laut, die Wasserfälle. Und hier haben wir auf jeden Fall noch ein Feldknöterich. Ist hier hinten dran was? Sieht nicht so aus. Nö, sieht nicht so aus. Und hier? Nö, da komme ich nicht mehr durch. Und hier? Nö. Aller Hopp. Ja, wenn Wasser so hart wie Kruppstahl ist, dann kommt man halt auch nicht durch. Wieder was gelernt. Okay, aber ich will zumindest in der Episode jetzt eigentlich noch im Minetal landen. Also die 5 Minuten, die ich jetzt noch habe, circa, soll ich jetzt auch wirklich dafür nutzen, dass ich da hingehe. Ja, da ist noch wieder so Rittergrab. Du scheinst wohl nicht alle hier zu packen, die hier Stellung halten müssen. Bist du sicher, dass du da rein willst? Immer. Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Ja, ich probier's. Hier nochmal. Wie ist die Lage? Alles ruhig. Wir haben die Situation im Griff. Gut, das freut mich doch. Die 2 Herren Ritter. Macht's gut. So, dann geht's jetzt wirklich in Richtung Saarland. Ja, hier sieht auch die Gegend so ein bisschen aus wie im Saarland, ne? Zur Gefängniskolonie. Ja, hier wird's weniger nett. Das andere ist so ziemlich idyllisch hier, was man noch sieht an dem Ackerland. Aber das hier ist schon ziemlich ranzig. Das sieht wieder ganz so aus, wie wir es aus Gothic Ends in Erinnerung haben. Also so richtig schroff, so richtig heftig. Also die Gegend sieht echt wieder sehr schroff und sehr hart aus. Wie fast das ganze Minetal. Ich meine, auch im Minetal gibt es schöne Gegenden. Aber das hier, das sieht weniger schön aus. Tja. Knusper, Pilzchen. Und dann geht's weiter.
Ja, nur noch verkrüppelte Bäm. Hier überall Skelette. Da scheinen wohl ein paar über den Haufen gerannt worden zu sein. Der Grund wird auch relativ schnell klar, wenn wir uns hier umgucken. Zumindest jetzt noch nicht hier direkt. Aber probieren wir doch mal hier mit dem. Können wir da überhaupt irgendwas abziehen? Ah, tatsächlich. Hui. Okay. Da war doch mal wirklich das Ding auch sehr nützlich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, jede Menge Skelette. Das scheint wohl bei der Flucht passiert zu sein. Wie gesagt, der Grund wird klar, wenn wir uns hier den Uchachacha angucken. Ich persönlich habe jetzt aber auch absolut null Bock auf Uchachacha. Und da sind auch noch wesentlich mehr von den Orks. Deswegen gehen wir den Weg. Der ist harmloser und für unsere jetzige Stufe wie gemacht. Da sind, glaube ich, noch ein paar Rieseratte drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So. Nein, nicht so! Nicht so! Ich will nicht von Riesenratten umgebracht werden. Boah. Da ist So. nichts zu holen. Rattenfell kann ich leider nicht kirschnern. Nichts zu holen. Hier hatten wir schon. Hier haben wir noch. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Deswegen ein Trank. Das ist ja heftig, wie viel die Ratte an Schade gemacht haben. Heieiei. Mir steckt aber auch echt ein wiechte Klotz, sag ich, ein wiechte Kloß im Hals. Du müsst jetzt noch ein Goblin sein, wenn mich ja alles täuscht. Oder mehrere. Ja, du hast ein paar Quaquox. Deswegen wird erstmal hier gespeichert. Das ist aber ein ganz schöner Haufe voll Goblins. Na egal, komm. Scheiß drauf, Geronimo! Goblonimo! Uah. So, sauf den Trank, du Idiot. Okay. Weiter geht's. Na, zieh die scheiß Waffe. Goblonimo! Und du noch. Du bist der einzigste Überlebende. Last Goblin standing. Jetzt bleib doch einmal stehen, du Knetkopf. So. Puh, mit dem Crit kriege ich dich so geplättert. Und das war ziemlich cool. Ich habe den Trank zwar getrunken, aber dadurch, dass ich anscheinend immer auf die Schnut gekriegt habe, hat der Trank wieder respawned. Interessant. Ganz interessant, wie ich finde. So, dann nochmal Heilkraut hinterher. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Da ist So, nichts zu holen. dann holen wir mal die tolle Habe von den Goblins noch. Naja, zumindest ein paar Goldmünze haben sie noch. Also so mies sind sie jetzt auch nicht ausgerüstet. 5 Goldmünze sogar. 2 Goldmünze hat der da noch. Und noch ein Ast und... Oder was? Nichts zu plündern. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch ein normaler Heiltrank. Habe ich schon längst weggezwirbelt. Ein goldener Ring. Ein Schürhaker. Und drüber haben sie noch eine Truhe und Lederbeutel. So. Links, rechts, links. Okay, Standard. Dann haben wir hier nochmal einen normalen Heiltrank drin. Den kann ich immer gut gebrauchen. Jetzt sind wir wieder bei 15. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Dann sind wir fast wieder da, wo wir hier wollten. Und hier hinten ist nichts. Okay. Ihr hört vielleicht diese Ork-Geräusche im Hintergrund. Ihr hört auch, wie sie die Klinge ziehen. Da kommt schon eine Arge gejoggt von einer Wilde. Aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Rennt der überhaupt dort hier? Ich glaube, der rennt gar nicht erst den Gang hoch. Vielleicht wisst ihr auch gar nicht, dass es den gibt. Mir soll es recht sein. Sicher ist, dass hier noch ein paar Wölfis sind. Junger Wolf. Okay. Oh. Puh. Da haben wir das mal so überlebt. Nicht schlecht, ihr liebe Leute. Nicht schlecht. Ich habe mit Üblerem gerechnet. Ich habe echt gedacht, die attackieren mich jetzt wenigstens ein paar Mal noch. Da ist nichts. Sehr schön. Alle auf einem Haufen niedergemacht. Da ist nichts zu holen. Gut. Ja, die Armbrust scheint sich wohl doch als recht nützlich zu erweisen. Eventuell, wenn ich mal so viele Lernpunkte haben sollte, könnte ich mal den Armbrust-Skiller. Nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. Rechts, links. Pff, dafür habe ich jetzt ein paar Dietriche verschwendet. Na egal, dafür gibt es 2 fette Brummertränke. Und ohne im Pass wimmelt's nur so vor Orks. Deswegen gehen wir jetzt hier
ganz gechillt rein. Und das wird auch mal letztlich die Amtshandlung sein, dass wir hier ins Minetal gehen. So, ihr seht schon, es sieht ganz lustig aus im Minetal. Und hier sind wir angekommen. Jetzt ist es 0 Uhr, obwohl ich morgens losmarschiert bin. Hat es anscheinend ewig gedauert, hier über der Pass zu kommen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Willkommen im Saarland, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir uns im Saarland dann Richtung Burg schlagen werden, also Richtung Saarbrücke, ne? Also machen's gut und bis morgen dann im Feindesland. Euer Yankee.